gesund essen und Sport machen und so. Gesundheit bedeutet für mich ein gutes Leben mit keiner Krankheit oder dass man frei leben kann. Gesundheit bedeutet für mich gesund leben, viel Sport machen und sich keine Schäden zufügen mit Alkohol oder Drogen. Man sollte auch nicht viel rauchen, Drogen oder so. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Gesundheit, würde ich sagen, bedeutet für jeden dasselbe. Man versucht, so gesund wie möglich zu leben. Da gibt es viele Richtungen, wie man das anstellen kann, bei der Ernährung, beim Bewegen oder auch im täglichen Alltag. Um attraktiv zu wirken, nein, aber um sportlich, zum Beispiel im Leistungssport, würde ich schon einige EPO-Sachen ausprobieren, um fitter zu werden. Nein, nicht wirklich. Ich würde es eher auf eine gesunde Art und Weise machen. Nein, ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Nein. Das eine schließt das andere vielleicht nicht aus, aber ich würde dem Körper keinen Schaden zufügen, um attraktiver zu wirken. Für die Gesundheit werde ich schon oder mache ich auch noch immer Bemühungen, um gesund zu bleiben. Nicht immer, aber ich würde es gerne tun. Nein, ich esse eher, was ich will. Mit dem Alter passt man immer etwas mehr auf, aber in der Vergangenheit habe ich sicherlich auf diesem Gebiet manchmal gesündigt, ja. Ein bisschen, aber ich denke, wenn man Sport macht, dann ist das relativ egal, was man isst. Sicherlich für jeden, glaube ich. Es gibt viele Leute, die sich erstmal darüber Gedanken machen jetzt. Ich natürlich auch und sicherlich auch in der Schule wird darüber geredet, was Sie sicherlich auch mitbekommen haben. Die meisten machen sich schon Gedanken darüber und stellen ihre Lebensweise oder ihr Denken mal jetzt um, glaube ich. Ich finde, dass wir mehr auf Wasserkraftwerke und Windmühlen und so zurückgreifen sollten, anstatt auf Atomkraftwerke. Nein, denn mein Denken und Handeln wäre schon vorher abgestimmt auf ein Leben, was solchen Faktoren Rechnung trägt. Generell ja, ich bin nicht mehr für Atomkraft und ja, das Thema ist sehr heikel und ja, wir müssen eben aufpassen, dass zum Beispiel auch Kotten, dass das nicht in die Luft geht und so, ja. Ja, klar. Ich versuche immer Fernseher ganz auszumachen, Licht im Zimmer auszumachen, wenn ich rausgehe. Ja, solche Sachen, also. Ja, in meinem Zimmer habe ich jetzt, also wenn ich rausgehe, nur mal kurz für ein paar Minuten, mache ich sofort das Licht aus und Fernsehen schalte ich aus. Nein. Ja, also ich mache immer das Licht aus. Schalte meinen Computer immer direkt aus, wenn ich fertig bin. Ja, schon. Also sparen Sie Wasser. Sicherlich, man denkt nicht immer dran. Für die meisten ist das selbstverständlich, man dreht den Wasserhahn auf und es kommt Wasser. Manchmal sagt meine Frau, dreh den Hahn mal wieder zu. Man macht das unbewusst. Sparen Sie Wasser? Ja, also ich versuche es nicht zu verschwenden, sagen wir so. Schon einigermaßen spare ich Wasser, ja, aber jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein riesen, sehr umweltbewusst bin, aber ich versuche schon mal das Möglichste zu machen, ja. Ich trinke fast nie Wasser. Auf jeden Fall. Nein, das tue ich nicht. Also ich passe immer zum Beispiel, wenn ich etwas nehme, zum Beispiel wie eine Cola-Büchse oder so, dann lege ich es auch wieder in den Papierkorb oder so. Also ja, ich lasse nichts im Boden liegen so. Bei manchen, aber nicht bei allen.
ist ein großes Problem, die Verpackung. Ne? Sicherlich schaue ich auch auf die Verpackung, wie man die entsorgen kann. Das ist richtig, ja. Bingo-Automate. In den Mülleimer. In keinen von beiden, denn ich nehme keine Dosen hier in der Schule zum Trinken.